SRF Audio. Sie stehen zusammen im größten Schmerz und Schock. Das hat mich so beeindruckt an den Bildern aus Crans-Montana nach der Brandkatastrophe. Die vielen Kerzen, Blumen, die vielen Menschen, die zusammenstehen. Es gibt den Schmerz und die Trauer der direkt Betroffenen, von Menschen, die um ihre Angehörigen trauern, die Angst haben um ihre Liebsten. Und dann nehme ich noch etwas wahr. Eine Art kollektive Betroffenheit. Ich weiß gar nicht, wie man dem sagt. Ich nenne es jetzt als Laie einfach mal kollektive Trauer. Gibt es das? Ja. Und ich denke, wir spüren das jetzt ganz, ganz fest. Kollektives Trauern. Was heißt das genau? Und wie kann das helfen? Das schauen wir uns heute an bei News Plus. Ich bin Rina Telli. Salut zusammen. Die Schweiz schaut nach Crans-Montana und versucht zu verstehen. Bei der Brandkatastrophe sind 40 Menschen in der Silvesternacht gestorben. Darunter sind viele Junge. 119 sind zum Teil sehr schwer verletzt. Meine Kollegin Katharina Locher war fürs Fernsehen vor Ort. Sie hat gestern, am Tag 4 nach der Katastrophe, die Stimmung in Crans-Montana so erlebt. Es ist eine unbeschreibliche Stimmung hier. Man muss sich vorstellen, da kommen die ganze Zeit Leute vorbei und legen Blumen her, zünden Kerzen an, schreiben etwas ins Kondolenzbuch. Ganz viele Leute. Es hat auch ganz viele Medienschaffende natürlich, die das Gleiche machen wie wir jetzt hier. Und trotzdem, obwohl es den ganzen Tag sehr viele Leute hier hatte, ist es wahnsinnig still, eine wahnsinnig bedrückte Stimmung. Alle reden leislich. Es ist ein ganz schwieriges Gefühl, wenn man da vor Ort ist. So hat sie es in der Sondersendung von SRF beschrieben. Ich habe sie euch verlinkt. Es sei ein schwieriges Gefühl vor Ort, sagt sie. Mitgefühlt wird auch außerhalb von Crans-Montana. Ihr merkt vielleicht auch, wenn ihr mit anderen darüber redet, wie es viele bedrückt. Auch mich macht's traurig, auch wenn ich ganz weit weg bin. Was passiert da gerade? Um das zu verstehen, um dieses kollektive Gefühl zu verstehen, habe ich Zakia Kurmali angerufen. Sie ist Trauerbegleiterin und psychosoziale Beraterin. Wir spüren das jetzt ganz, ganz fest. Nach Crans-Montana, diese unglaubliche kollektive Trauer, die so viel Kraft hat. Und die ist sehr, sehr wichtig. Warum ist das wichtig? Es trägt. Wir haben einerseits, wie Sie gesagt haben, die direkt Betroffenen, die fühlen sich gesehen, sie fühlen sich ernst genommen, sie fühlen sich getragen. Das hilft sehr in solchen Momenten. Einsamkeit in Kombination mit Trauer ist verheerend, ist sehr, sehr schlimm. Und gewisse Menschen fühlen sich einsam und ich denke, eine kollektive Verbundenheit kann dagegen wirken, gegen die Einsamkeit und das nicht gesehen werden, das nicht verstanden werden in der Trauer. Ich selbst bin sehr weit weg von Crans-Montana und spüre bei mir selbst eine große Betroffenheit und merke, dass es Leuten um mich herum ähnlich geht. Warum passiert das? Warum ist man als unbeteiligte Person auch traurig? Kinder, die sterben, das klingt eine Urangst in jedem an, der meistens Eltern, aber Stiefeltern, Bezugspersonen für Kinder, Gotte, Götti, Onkel, Tanten. Das ist eine Urangst, ein Kind zu verlieren. Ich denke, das ist hier mal sicher das Thema. Das Thema ist auch, wenn wir Teenagerkinder haben, die gehen in Nachtlokale. Viele von ihnen waren an Silvester in einer Bar, in einem Lokal. Das kommt wahnsinnig nahe, diese Urangst, ein Kind zu verlieren. Ich denke, das ist mal ein Grund, weshalb das Nicht-Betroffene betrifft. Dann ist das mit der Trauer halt so, dass ein Trauerfall, egal wie nahe oder wie weit weg, bringt oft unsere vergangenen Trauerfälle oder unsere vergangene Trauer wieder hoch. Und ich denke, das passiert jetzt eben auch. Es könne heilsam sein für direkt Betroffene, wenn ihre Trauer gesehen wird, wenn andere mitfühlen, weil das ein Zeichen ist, dass sie nicht allein gelassen werden, sagt die Trauerbegleiterin.
Zeichen der Trauer, der Solidarität, des Mitgefühls, die finden wir in der ganzen Schweiz. In vielen Städten hängen die Fahnen auf Halbmast. Bei mir in Basel hängen am Rathaus schwarze Trauerschleifen an den Fahnen. Es gibt online ein Kondolenzbuch, das der Bund aufgeschaltet hat, um der Opfer zu gedenken. Auch das habe ich euch verlinkt. Den Betroffenen zeigen, dass sie nicht allein sind, das hat auch Guy Parmelin gemacht. Der Bundespräsident ist noch am Tag der Katastrophe in Crans-Montana eingetroffen, hat sich ein Bild gemacht und hat dabei sehr bewegt ausgesehen. Dann ist Parmelin vor die Medien und hat gesagt, dass er sich an die jungen Menschen wenden wolle. Je souhaite encore m'adresser aux jeunes de notre pays, car beaucoup des victimes l'étaient elles-mêmes, pleines de projets, d'espoir et de rêves. Denn viele Opfer seien selbst jung, voller Pläne, Hoffnungen und Träume gewesen. Ihnen sei Respekt, Gedenken und die Verpflichtung geschuldet, alles zu tun, damit sich solche Tragödien nicht wiederholen. Nous leur devons le respect, la mémoire et l'engagement de tout mettre en œuvre pour que de telles tragédies ne se reproduisent pas. Auch Bundesrat Beat Jans war vor Ort, hat Blumen niedergelegt und der Opfer gedacht. Die Schweiz ist tief traurig. Der Schock über die unfassbare Tragödie sitzt tief. In den letzten Tagen hat es verschiedene Gedenkveranstaltungen gegeben. Am Samstag haben Feuerwehrleute still der Opfer gedacht. Am Sonntag haben Hunderte den Gedenkgottesdienst in Crans-Montana besucht. Viele junge, aber auch ältere waren dort. Angehörige und Betroffene, Rettungskräfte, aber auch Leute aus der Kantons- und Gemeinderegierung, Anwohnende, Walliserinnen und Walliser, Feriengäste aus dem In- und Ausland. Bischof Jean-Marie Lauvet sagte, wie schwierig es sei, die richtigen Worte zu finden. Je ne sais pas s'il y a des mots justes. Une parole peut toucher réellement, correctement ou blesser profondément. Danach sind Tausende schweigend durch Crans-Montana gegangen. Am Rande der Menschenmenge hat eine Frau 3 weinende Jugendliche umarmt und ihnen gesagt: Ich kenne euch nicht, aber habt Mut. Auch Zakia Kurmali sind die kleinen, großen Gesten aufgefallen. Schon einfach diese extreme Verbundenheit. Gestern in der Sendung von SRF 1, als ihre Kollegin in Crans-Montana gesprochen hat, ist im Hintergrund eine Person mit 3 Tassen Kaffee vorbeigelaufen zu einer Gruppe von Menschen. Einfach auch so die Fürsorge füreinander. Das hat mich irgendwie sehr berührt, das mit diesen Kaffees in der ganzen Trauer auf diesem Platz. Und man schaut füreinander. Es ist eine so große Verbundenheit da. Es ist eine so große Liebe da. Wenn Menschen zu früh sterben, junge Menschen, wird eine Art von Liebe freigesetzt, die es sonst eigentlich gar nicht gibt. Und die ist auch extrem zu spüren, finde ich jetzt. Und die gibt enorm Kraft. Auch, ich denke, den direkt Betroffenen hoffe ich, dass sie Kraft gibt. Die meisten der Opfer sind sehr jung. Hat es für junge Menschen eine besondere Bedeutung, Trauer sichtbar zu machen? Gibt es da Unterschiede im Vergleich zu Erwachsenen? Ja, also Kinder, Jugendliche und Erwachsene trauern oft anders. Kinder und Jugendliche trauern oft, sie trauern einen Moment und dann ist die Trauer wieder vorbei und sie sind wieder im Leben drin. Bei uns Erwachsenen ist das anders. Die Trauer begleitet uns eigentlich stetig. Bei Kindern nennt man es Pfützentrauer. Es ist wie eine Pfütze. Man springt in eine Pfütze, es spritzt, das ist die Trauer und es hat sich gleich wieder gelegt. Was gibt jetzt ein Mittagessen oder darf ich jetzt eine Glasse? Das kommt und geht ganz schnell. Und bei Jugendlichen auch, die müssen ja irgendwie auch weiter im Leben, anders als Erwachsene. Und auch wieder bei Jugendlichen sehe ich eine ganz, ganz große Verbundenheit. Die trauen sich viel mehr, wirklich in der Gruppe zu trauern, ganz nahe beieinander. Wo in der Kultur hier, wie es gelebt wird, trauert man doch leider oft alleine in den eigenen 4 Wänden. Welche Rolle spielt Trauer, die auf Social Media gezeigt wird? Seien das Solidaritätsbekundungen von Außenstehenden? Welche Kraft hat das? Hat das eine Wirkung? Da müssten Sie wahrscheinlich einen Social-Media-Spezialisten fragen. Ich sehe, es ist weitreichend.
Ich denke, vielen Menschen hilft es. Ich weiß auch von Menschen, die alleine wohnen und denen hilft es sehr, wenn sie einen Post machen und dann wie unmittelbar Likes bekommen dafür oder Reaktionen bekommen dafür, was ihnen dann vielleicht zu Hause fehlt. Also ich denke, es kann durchaus hilfreich sein für gewisse Menschen. Ich denke, es ist sehr individuell. Wie man trauert, ist auch sehr, sehr individuell. Das einerseits hängt mit dem Charakter zusammen, andererseits hängt es auch sehr mit der Beziehung zum Verstorbenen zusammen. Ich trauere nicht gleich um jeden Menschen, den ich verloren habe. Und das ist, weil die Beziehung zu jedem Menschen anders war. Vielleicht postet man eher über den Tod von einem Schulfreund mehr als über den Tod der Eltern. Ich denke, auch da ist unterschiedlich, wie es gelebt wird. Auch jeder Einzelne erlebt jede Trauer anders. Für Freitag ist ein nationaler Trauertag geplant. Als Zeichen der nationalen Verbundenheit sollen etwa in der ganzen Schweiz die Kirchenglocken läuten. Auch eine Schweigeminute ist geplant. Unter den Opfern sind auch Leute aus den Nachbarländern. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron reist darum auch an und nimmt am Freitag an der Gedenkfeier teil. Wie hilft denn diese Art von gemeinsamer Trauer? Weil es eben von der Politik organisiert wird. Es geht auch wieder ums Gesehenwerden, und zwar im Großen. Der Bundesrat hat das entschieden. Man fühlt sich gesehen, man fühlt sich gehört, man fühlt sich ernst genommen, und zwar im Großen. Ich denke, das hilft, und dann auch eben in diesem Moment die Verbundenheit von allen. Das gibt eine Kraft. Es gibt beispielsweise immer, ich glaube, es ist der 2. Sonntag im Dezember, ist auf der ganzen Welt ein World Candlelight Day. Da werden um 7 Uhr abends, egal wo auf der Welt, eine Kerze angezündet im Fenster für alle zu früh verstorbenen Menschen. Und nur das Wissen, dass das um die ganze Welt passiert, 24 Stunden lang, das gibt eine Verbundenheit und eine Energie auch, die trägt. Viele in der Schweiz fühlen mit den Angehörigen mit. Es sind auch Anlässe verschoben worden, wie etwa die Sports Awards, die dieses Wochenende gewesen wären, weil in Zeiten der Trauer Feiern nicht angesagt ist. Irgendwann geht der Alltag aber weiter. Zuerst für die, die das Ganze von weitem mitbekommen und nicht persönlich betroffen sind. Wie kehrt man nach der kollektiven Trauer zurück zur Normalität? Für einzelne Menschen ist das sehr, sehr individuell, und ich denke, das spürt man. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass eine kollektive Trauer ein Ende hat. Vielleicht jetzt in diesem Beispiel gerade mit dem Freitag, dass man das ein bisschen als kollektive Rückkehr zum Alltag sieht. Es ist sehr wichtig, dass es diesen Schritt auch gibt. Mit einem Ritual diese kollektive Zeit bewusst abzuschließen. Das könnte jetzt dieser Gottesdienst oder die Schweigeminute, die Kirchenglocken sein. Das fände ich eine gute Abrundung für die öffentliche kollektive Trauer. Die kollektive Trauer wird ja weitergehen in gewissen Gruppen. Der Gedenkanlass am Freitag könne also so ein Moment sein, ein Schlusspunkt für die breite Masse. Die Angehörigen der Opfer müssen mit ihrem Verlust weiterleben. Für die Menschen, die direkt Angehörige haben, Menschen verloren haben, sie müssen mit diesem Verlust weiterleben. Wie nachhaltig ist denn diese kollektive Trauer, dass die Gesellschaft mitfühlt? Ist auch wieder sehr individuell, von Familie zu Familie verschieden, von Mensch zu Mensch verschieden. Ich denke, die Erinnerung an dieses Getragenwerden kann lange nachher anhalten. Und ich denke nicht nur an die kollektive Trauer beinhaltet ja auch von einem jungen Menschen, der verstorben ist, der Freundeskreis, der erweiterte Freundeskreis. Und ich denke, das könnte auch für Angehörige sehr wertvoll sein, zu sehen, dass die auch so trauern, wie geliebt ihr Kind war oder ihr Geschwister oder ihr Freund. Das war's mit News Plus. Das ist der Nachrichtenpodcast, der hinter die Schlagzeilen schaut. Wenn euch News Plus gefällt, dann klickt in eurer Podcast-App auf Abonnieren und ihr kriegt jede Folge pünktlich zum Feierabend direkt aufs Handy. Heute waren Peter Hanselmann und Rina Telli am Start für euch. Salut zusammen und bis dann.
Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.